habe ich auch schon immer mal haben. Von meinem Grossi ist heute Morgen in einem Päckchen angekommen. Hallo Kinder, bei diesem schönen Wetter heute malen wir unsere Frühlingsgläser. Wir haben alle zusammen verschlafen. Der Papi kommt heute sogar zu spät zur Arbeit. Sophie! Oh, das gleiche Shirt wie die Laura. Wir passen eben zusammen. So, immer 2 bekommen 1 Glas. Und jetzt schaut mal, was es auf der Wiese alles zu finden gibt. So, Deli, jetzt hast du dein eigenes Haus. Sophie, hilf mir! Ich habe eingehängt. Hat es dir weh da? Nicht so schlimm. Aber schau mal da, was ich gefunden habe. Oh, die ist aber schön. Was machst du da? Hey! Das passt super zu meinen anderen Frühlingssachen. Clown ist unfair! Hey! Oh nein, die grausamen Delfinschwestern. Wow! Ja, zieht jemand ein oder aus? Boah, genau den Laste habe ich auch. Papi! Papi, wir haben ein ganz schönes Frühlingsglas gemacht. Hallo, mein Schatz. Ja, du bist ja heute so fröhlich. Herzlichen Dank, dass Sie die Kinder abgeholt haben. Habe ich gern gemacht. Gut, dass ihr alle da seid. Du mich noch verabschieden. Alles eingepackt, jetzt geht's auf Affoltern. Alles Gute. Ja, gute Fahrt. Also dann, ade. Auf Wiedersehen. Oh, unser Marienkäfer ist weg. Ah, bleib da! Da ist er. Ah. Nein, da. Wenn ich daran denke, wie viel Arbeit so ein Umzug macht, es kommt auch auf uns zu. Wir brauchen eine grössere Wohnung. Wenn wir hier in der Nähe nichts finden, können wir vielleicht einen weiteren Weg zügeln. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Was? Also, das wird uns allen da aber sehr leid tun. Vermutlich wird das noch ein Zeitchen dauern. Da. Oh je, jetzt ist er sicher für immer weg. So schade, Stern, dass du nicht da bist. Ich würde dir so gerne Sternblumen zeigen. Die schönste, die ich gefunden habe. Beim Suchen habe ich mich sogar gekrebelt. Es tut aber nicht mehr weh. Zum Glück war Sophie da und hat mir geholfen. Sie ist meine allerbeste Freundin. Ja, ich komme ja schon. Hallo. Sophie, was für eine Überraschung. Ihr habt euch mindestens eine Viertelstunde gesehen. Ich muss ganz dringend zu der Laura. Ist irgendetwas passiert? Etwas ganz Schlimmes. Gerade vorhin hat ein Mann geläutet und der hat zu Mami gesagt, sie kommt die Wohnung über. Und jetzt ziehen wir aus. Die Mami freut sich so fest. Sie hat gesagt, ich soll mich auch freuen, weil ich jetzt nämlich ein eigenes Zimmer bekomme. Das ist gemein von deinen Eltern, richtig gemein. An uns denken sie nämlich überhaupt gar nicht. Du darfst nicht wegzügeln, sonst können wir ja überhaupt nicht zusammen spielen. Und ich kann nicht mehr mit dir in den Kindergarten gehen. Und wir können keine Delfinschwestern mehr sein. Und wir können auch nie mehr unsere 9 Brötchen teilen. Und du kannst mir nicht mehr helfen, wenn der Harry frech ist mit mir oder seine Freunde. Was sollen wir jetzt machen? Ja, was sollen wir nun machen? Sag doch einfach, dass du gar kein eigenes Zimmer mehr willst. Habe ich schon. Wir lassen uns einfach nicht auseinanderbringen. Ich schwöre, nie, nie. Nie! Nie! Da fängt uns niemand. Ich weiss, was du versteckst dich. Ohne dich ziehen deine Eltern ganz sicher nicht weg. Am besten da rein. Komm, da rein kannst du dich verstecken. So. Nein, das geht nicht. Und da? Da findet mich doch sofort jeder. In meinem Schaft hat es ganz viel Platz.
probier mal. Los, komm. Ich tue die Türe nicht ganz zumachen, dass du noch gut schnaufen kannst. Aber ohne Mami und Papi kann ich ja auch nicht sein. Fein. Heute zum Nacht gibt es Bananenomelette. Frau Krause kocht für euch heute Nacht. Ich bin mit Mami auswärts und muss mich jetzt parat machen. Sophie? Wo ist denn Sophie? Was ist los? Oh, die ist schon heim. So, das hätte ich aber gemerkt. Die haben Versteckis gespielt. Aber mein Beschütz mich und findet jeden. Also dann gehe ich jetzt. Hallo, Stern. Ich bin ganz traurig, weisst du? Sophie darf nicht wegzügeln. Du lässt mich nie allein, das weiss ich. Aber die Sophie brauche ich auch. Mach doch, dass ein Wunder passiert. Wünsche einen guten Appetit, Kinder. Ich mag nichts. Ah, jetzt komm, ein paar Löffel wirst du schon mögen. Keine. Aber Laura, was ist denn? Was hast du denn? Möchtest du vielleicht einen Fenkeltee? Der macht das alles auch nicht besser. Ich hol dir meinen Beschütz mich und der hilft immer. Was ist denn mit meinem kleinen Liebling? Hm? Du hast doch schon gestern etwas auf dem Herzen gehabt. Nur konnte ich leider nicht mehr zuhören, aber jetzt? Also, was ist los? Sophie, sie bekommt jetzt ein eigenes Zimmer. Und darum muss sie weg. Sie zügelt einfach fort. Was denn? So schnell schon? Wo zügelt sie denn her? Weiss ich nicht. Aber Sophies Mami hat doch gesagt, sie müsse weit weg zügeln. Weit weg. Schau da, grad geht's dir besser. Was ist denn überhaupt los? Tja, manchmal müssen die Erwachsenen Entscheidungen treffen, die für die Kinder traurig sind. Aber auch wenn Sophie wegzügelt, könnt ihr immer noch beste Freundinnen bleiben. Überlegt doch mal, ihr könnt euch immer wieder Nicht so besuchen. wie jetzt, Papi. Das geht nie mehr. Und sie kann ja nie alleine hierher kommen. Stimmt. Aber sie könnte ja am Wochenende kommen und da übernachten. Also ich meine, sie könnte bei dir schlafen. Und das darfst du sicher auch in ihrem neuen Zuhause. Ich brauche die Sophie aber jeden Tag. So, du. Kommt dir denn nichts anderes in den Sinn? Kommt dir etwas in den Sinn? Gib mir mal das Telefon, Laura. Ist dir schon etwas eingefallen? Da ist der Vater von der Laura. Sie sitzt neben dran und lässt den Kopf hängen und ist sehr traurig wegen ihrer Zügelten. Das können Sie sich doch sicher vorstellen. Ah, was? In die Sternengasse? Oh ja, das ist gut. Ich danke Ihnen. Was hat sie von einem Stern gesagt, Papi? Sie ziehen an die Sternengasse. Tönt noch schön, der Name, gell? Tommy, hol mir doch bitte mal den Stadtplan. Okay. Wir brauchen jetzt ein bisschen Platz. So, dann wollen wir mal schauen. Aber Papi, auf den Plan da dürfen wir doch nicht einfach so reinkritzeln. Heute schon. Da, Laura, da wohnen wir. Und da wohnt bald Sophie. Schau mal, da, wo das Kreuzchen ist. Heisst das gar nicht so weit weg von uns? Ja, genau das heisst's. Einmal die Straße führen, einmal um die Ecke und schwupps, was soll ich dir sagen, schon bist du dort. Nein, wirklich? Aber ja, wirklich. Juhu, Papi, juhu. du bist der Beste. Hallo Sophie. Hallo Tommy, wo ist Laura? Sophie, ich muss dir etwas sagen. Ja! Au! Autsch! Hey, braucht ihr vielleicht Hilfe? Die merken gar nicht, dass die bald eine riesen Bühle haben. Bin ich froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Ja, und ich erst. Und ich am allermeisten. Guten Morgen, da ist der Papi von der Laura. Ich bringe die Mädchen heute eine halbe Stunde später in den Kindergarten. Bis dann, auf Wiederhören. Warum sagst du der Frau Heberli, dass wir beide heute ein bisschen später kommen? Warum? Weil ich euch vorher noch etwas zeigen will. Das ist das neue Haus, wo dann Sophie wohnt. Ist das jetzt wie gewesen? Überhaupt nicht. Bis dahin komme ich auf ein Bein. Ein wunderschönes Haus, das du einziehst. Aber am allerschönsten ist es, dass es so nah bei dir ist, Laura. Danke, lieber Stern.